Gott Sien niet volk op Eden nummer 10. Geen reden als Johan dit. Of dat nu Abraham oder Isaac oder Jakob weer, uit jeder einem zijn leven, tja wie voor ons nog veel leren. Dat brengt me nou eind van die dingen, wat ik verken mag ons Mennonieten ving. En dat is dat je veel mag velen, dat ze nicht wert zijn. Vielleicht hast du een Grund für, aber vielleicht auch nicht. Wo sagt Gott Jakob, der am ersten Port von seinem Leben Grund hat zu denken, dat hij von Gott sehr schlecht sein wird? Wo sieht Gott uns? Dit nächste Beispiel soll uns helfen, dat richtig zu verstehen. In bekannter Prediger hielt eine Satz für seine Menschen in $20 Sadel ohne Hecht. Hij vroeg dann, wer den Sadel jeren haben mocht. Voorts fangen sich an Menschen zu melden. Hij zei dann, ich will irgendwem den geben, aber erst will ich damit wat doen. Hij nahm en verkrumpelde den. Dann hielt den noch einmal hoch und vroeg, of irgendwer den will. Weiter melden sich die Menschen, auch für den verkrumpelten $20 Zadel. Dann schmeißt den op de Erde en kleingde boven Ram. Dann nahm den riesen, verkrumpelten Zadel und vroeg weiter, of irgendwer den will. Weiter melden sich viele Menschen. Dann seht hij, je han von der eine wichtige Lektion geleerd. En daunt, wat ik met den Zadel deed, wil je den noch immer, wils dat Geld dat wir noch keinen Wert verloren had. Dat wir noch immer $20. Verken wo wir am Leben ook geschmeten, verkrampelt, in eine Erde neergekloinkt, durch die Entscheidungen, die wir merken, oder die Umstände, wat über uns kommen. Wir feilen uns ganz wertlos. Aber eint mat wir immer im Denk holen. En daunt wo sei wie verkrampelt worden, oder wo gries wir uns feilen, zijn wir door wein bij die wat ons wat rekenen, noch krijgt zoveel wert als vorher. En dat is besonders so bij Gott, der ons seine grote Liebe bewezen heeft, als hij seinen Sehen voor ons aangeven deed. Ver Gott had ook sogar een Pleitscher Jakob een zeer groten Wert. Ich hoop die nächste halbe Stunde wordt daartoe bijdragen, dat wir aanzien, dat wir ver Gott alle een groten Wert haben, en dat wat verslechtet wir gedonen haben. Der Hauptsache ist, dat wir anwenden en ons bekehren. Vergangene Week red ik te u über Jakob. Wir sagen, wo Gott in zijn Leben wirken deed, dat hij een ganz anderer Mensch wordt. Jakob meint verdrängen, en daarin had hij eenmaal den rechten Namen gekregen. Durch zijn Leben sagen wir, wo hij immer weiter dono zag, dat hij goed wegkwam. Hij verdrängt also, dat hij zijn eerstgeboortsrecht verloor. Dan deed hij dat nog eenmaal, indem dat hij aan zijn Serien afging. Lothar drängte sich en zijn Schwiegervater zijn Familien aan, en werd doordat rijk. Aber langsam holt Gott am Ende. Als hij dan om Jabok met Gott kämpfen deed, dan wordt Jakob plötzlich dat het einzige wat op deze Erde nog telt, is Gott zijn gefallen in zijn Serien. Wenn wir Gott zijn Serien nicht in ons Leben haben, dann ist alles verjefst. Hij zag in die Nacht dat al zijn Familien, al zijn Kinder en dort zijn Frühes am plötzlich kunnen wahrgenommen worden. Seine grote Furcht weer, dat Esau met zijn 400 Mann arm en alles wat hij had, would ombrengen. Doorwegen bad hij den Herrn bij Peniel, dat hij am segnen would. Hier ging het niet om den Serien van sichtbare dingen, dat ging hier om den geistlichen Serien vom ewigen Leben. Jakob weer bij Peniel zo omeng, dat hij wist, hij moest zich op de Ewigkeit reitmerken. Hij wist, dat hij bot am nächsten Tag vielleicht al nicht mehr lebt. Zu dieser Ansicht moet wir alle kommen, zodat der Herr endlich mit uns zum Ziel kommt. Viele Menschen ist das nicht klar, warum Gott Jakob noch so segnen deed, wenn hij so verken wie onabrechtig gewast. Wenn ein Mensch so viel Sünden deed, heeft hij sich dat dann für die Ewigkeit verdorben? Bei Esau wie dat so.
De grote Unterschied zwischen Am und Jakob wie über dit, dat Esau sich scheinbar vergenommen hat, dat hij für immer gottlos blieben will. Bij Jakob wie dat anders. En so erst dat mit de meisten Menschen. Sie würden sich bekehren, wann sie verstunden, wat het meint, en dann auch die Gelegenheit dazu haben. Von Jakob seine Geschichte ja wie viel lehren. Gott lässt uns einmal ziemlich viel liehen. Hij lässt uns viele krumme Dinge daunen, ohne uns abzuholen. Da kommt aber im Leben von den meisten Menschen eine Zeit, wo hij uns auf eine Probe stellt, ob wir wollen umwenden oder nicht. Bei einzigen Menschen geht diese Probe vorbei, ohne dass sie sich dem Herrn hingeben. Bei anderen, so Jakob, drehen sie und der Herr jaft an ein neues Leben in der Gewissheit, dass ihre Sünden vergeben sind. Als Jakob dann zum Marius von Peniel kam, dann hinkt hij, wils der Herr am en den Kampf der Hoft zunicht gemerkt hat. Nu zag hij von weit auf seinen Bruder Esau ankommen. Wann 400 Ritters ankommen, dann jaft dat ne ziemliche Volkstoff. Hij had al vorher mit seinen Diener een Deil Geschenke für Esau vorabgeschickt. Nu ging Jakob vorab en hing am de Leia en ihre Kinder, en dan de Rahel en ihren Sohn Josef ganz zuletzt. Hier sei wie, dat wann hij ook den Herrn van Gezicht gesehen had hij noch immer Trouble te geleven, dat hij seine Versprechung an am wirklich houden wird. Die Begegnung mit Esau wie aber ganz anders, als hij befürchtet had. Esau wie am sehr teugedonen. Da kamen keine Beschuldigungen. Hij will kaum de Geschenke annehmen, wat Jakob am gaf. Hij will sogar verabreden, Jakob seine Familie en Herden zu bewahren. Dit wir ohne Twiebel ein sehr grautet Wunder. So kann Gott ne schlechte, auch ne gefährliche Lehre verändern, wann wir uns Leben mit Gott in Ordnung bringen und uns ganz ab seine Halb verloten. Dann helpt die Herr auch uns Leben mit anderen in Ordnung zu bringen. In Sprüche 16, Vers 7 sagt es, wann dem Herrn die Weg von einem Mann gefallen, dann lässt er sogar seine Feind mit am Fried haben. Bei Jakob wieder so. Nu dat hij sich bekehrt hat, wirkt der Herr so in Esau sein Hort, dat hij von seinen verheerlichen Oja vergaut. Im 34. Kapitel von 1. Mose wird uns eine ganz dunkle Geschichte vertellt, wo Jakob seine Sehns, Simeon und Levi, all die Menschen in Sichem umbrachten, wils dem König sein Sehn, ihre Schwester Dina, jähen Wellen gebruckt hat. Dit gaf Jakob sehr viel Not, wils hij wist, dat seine 11 Junges sehr eigensinnig wären und am nicht gehorchten. Die wären je nu ook al meist alle ganz groot. Wat die hier gedonen hadden, wordt zich mank de Kanaaniter sehr ramreden. Dit kon aan dat leven in Kanaan sehr schwer merken, wils de Kanaaniter würden ab an immer misstrauisch sein und würden vielleicht sogar Rache üben. Dann seh der Herr zu ihm, hij soll nur Beiteil tragen. Door befahl hij seine Familie und alle Diener, sie sollen am all ihre Jatzen, wat sie vielleicht mitgebracht hadden, geben. Wie weiten je dat sogar seine Frühes und besonders Rahel davon gar nicht frei wären. Als sie von Laban weggingen, hat je Rahel seine Hüsjatter gestohlen und bei sich verstärken. En so mög Jakob hier erstmal rein Hüs. Hij begrov de Jatzen unter den großen Eetjebaum dicht bei Sichem. Als hij dann bei Beiteil ankam, dacht hij ganz bestimmt an die Nacht, viele Jahre terug, als hij hier geschlopen had en am Traum de Himmelslader gesehen had. Daar büd hij nu dem Herrn een Altar. Wann einer een Altar büd, wird dort immer ein Tierchen dafür, dat de Mensch mit Gott will Gemeinschaft haben. Ein Altar dient immer ab Gemeinschaft. Dat wie auch so im Leben von sein Grootvater Abraham. Sehr dicht bei dieser Stede
hat zijn grootvader ook eenmaal een altaar gebouwd en den Herrn aangeroepen. We weten ook dat als Abraham zijn eigen weg ging en naar Egypten trok, dan moest hij weer terugkomen naar die stad, wo hij God een altaar gebouwd had. We brauchen alle een altaar in ons leven, een stad, wo we met God Gemeinschaft pflegen. Vielleicht hast du in der laatste tijd met mij taub dat gebed om eng voor dit programma, en door hast du Jezus abgenommen. Wann du dat ernsthaft gedaan hast, dann ist der Herr Jesus in dein Hort hineingekommen. Dat nannt einer die Wiedergeburt oder die Bekehrung. Du hielt dat aber nicht ab. Kriegt so, als dat wieder ging, als Jakob sich bei Peniel bekehrt hat, so will der Herr haben, dat het in dein Leben auch wieder geht. Du sollst im Glauben wachsen und teilnehmen. Dat geht bloß, wenn einer jeder Tag mit den Herrn Gemeinschaft haft. Du fragst vielleicht, wo einer dat kann. Dat meint, dat wir auch motten ein Altar bauen, aber nicht so uit Steine, so es Jakob dat musst. Dit meint ein Altar in ons Hort. Dat meint, dat wir dem Herrn jeder Tag eine besondere Zeit anriemen, wo wir allein uit de Schrift lesen en ook beten. Daarover mocht ik nu een beetje wat zeggen. Voor velen is de Schrift een versloten Buch. Zij weten niet, wo einer door überhaupt anfängt. Wenn du wirst de Schrift lesen, dann rode ik dat du in het Nieuwe Testament anfängst. Besonders am Anfang in ons Glaubensleben ist das Evangelium Johannes sehr nützlich und leicht zu verstehen. Dann sind auch die Apostelgeschichte in de Brief von Paulus sehr gut, um uns zu lehren, wo wir aus Gottes Kinder uns Leben führen sollen. Über dat Beten mochte ich auch noch was sagen. Wo soll einer beten? Einstje Menschen leben, einer muss sich immer handknien. Die Bibel hat uns dort nicht verschrieben, wo wir dat tun. Gott hört unsere Gebete, ob wir uns handknien oder ob wir stonen oder sogar gehen. Was wichtig ist dat wir beten. Beten meint mit Gott reden. Aber wo soll wir mit Gott reden? Ich schlage dat wir dat Gebet damit anfangen, dat wir dem Herrn danken für all dat Gute, wat hij für uns gedonen hat und wat hij noch jeder Minute für uns tät. Dat du mir in dieser Minute hören kannst und nicht doof bist, ist nicht Not Gottes. Dat wir atmen können, ist nicht Not Gottes. Dat wir Kleider haben und uns nicht hungert, ist nicht Not Gottes. Aber noch mehr, wir sollen Gott danken, weil's am dort verehrt. Hij deed uns an der Schrift gebeten, dat wir dat tun sollen. Wofür soll wir am dann loben? Haft hij de Welt nicht wunderbar gemerkt, so dat uns dat boven Schein gehen kann? Hij ist treu, hij deed sich nicht verändern. Wir können uns ganz auf am verlassen. Hij ist immer treu. Wat hij verspricht, dat hält hij auch. Wat würde het bloß geben, wenn mitten im Sommer dat op einmal Winter gaf? Wat würde passieren, wenn die Sonne op einmal für ein paar Tage überhaupt nicht abging? Für unsere Welt wird so wat ganz schrecklich sein. So'n großes Eilig passiert nicht, weil es Gott treu ist. Hij ist aber auch live. Hij gleicht alle Menschen in der Welt. Hij rechnet diese sogar so viel, dat hij seinen einzigen Sohn, Jesus Christus, Kreuz für anstorven leid, so dat unsere Sünden können betont worden, en so dat wir können ewiges Leben haben. All dat ist Ursache, dat wir am loven en danken. Das zweite beim Gebet ist, dat wir am all unsere Sorgen bringen können. Hij sagt sogar, wir sollen all unsere Sorgen op Armen abschmieden, weil's hij für uns sorgt. En drittes ist, dat wir sollen für andere Menschen beten. Hier ist besonders zu betonen, dat wir dafür beten, dat Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Alle Eltern sollen dafür jeder Tag beten, dat ihre Kinder zum wahren Glauben kommen. Wenn wir Freundschaft haben oder auch Freund,
wat Jesus noch nicht abgenommen haben, dann soll wir auch dafür beten. Dit soll jeder Kind Gottes für sich apart tun. Dort ist uns persönlicher Altar am Leben. Aber wenn du befreit bist, dann sollst du auch eine Familie ein Altar abbühen. Dat meint, dat du die jeder Tag Zeit nimmst, deine frühen Familie uit de Schrift in Aufschnitt verzulesen und mit Antop ab Lüdes zu beten. Dat wordt in deine Familie sehr groten Serien anbringen. Deine Kinder wollen dat morgen, dat du den Herrn angenommen hast, en dat die dat op dem Hort ligt, dat zij dat ook doen. Hier, bij Beiteil, wo die Herr einmal im Traum bejegend wir, will Jakob dat nu anfangen, als hij seine Familie sieht, zij sollen ihre Jatzen abriemen. Hij hat nu frisch angefangen. Aber für seine Junges wird het al meist te laat. Die werden wat nu al abgewassen und deiden sich nicht so leicht verändern. Dat wisst wara, wo wichtig dat is, dat wir uns bekehren, wann wir noch jung sind, und nicht so lang lüren, als Jakob dat deid. Dann sind die Kinder al gewöhnlich ab die Gleis, wo sie blieben wollen. Eine Familie ist bat dann al jästlich viele Scheif gegangen, wat einer hat sollt understaunen, wann einer wir mit Gott in Ordnung gewast. Vielleicht bist du ein junger Vater oder eine junge Mutter, wat dit von dir zum ersten Mal hiert. Dat Beste, wat du für dein Kind tun kannst, ist, dat du selbst ein Kind Gottes wirst. Dann wird het auch möglich, dat nicht bloß du, aber auch deine ganze Familie zum wahren Glauben kommen können. Deine Familie braucht nicht so uitfallen, als die bei Jakob deed. Wir wollen in unsere Geschichte nu wiedergehen. In 1. Mose, Kapitel 35, Vers 9, als Jakob den Altar bei Beiteil gebüht hat, bejehen die Herr am Vater und seht zu ihm, den Namen ist Jakob. So sollst du nicht länger heiten, aber Israel soll die Namen sein. Ich sie die allmächtige Gott, sie fruchtbar und vermehr die. Ein Volk und dort noch viele Völker sollen von die kommen. Von die waren auch keine gekommen. Dat Land, wat ich Abraham und Isaac gaf, will ich die geben, en die Nachkommenschaft no die. Dann stellt Jakob door een gedenkstein ab, wils am de Herr door bejegend wir. Nur diesen höheren Punkt in Jakob sein Leben kam wat ganz trüget. Seine Frau Rahel sollen Baby kriegen. Sie wären ja unterwegs, und dat mat für ne dreurende Früh sehr schwer gewesen sein. Als sie dann bei der Stadt kamen, wat Lothar Bethlehem heit, fingen die Geburtsweihen bei Rahel an. Dat ging aber so schwer, dat sie bei der Geburt starb. Dat Baby wie ein Jungje, dem nannt hij Benjamin. Nu had hij von Rahel 2 Junges, den Josef en nu den kleinen Benjamin. Aber seine Rahel, wat Jakob immer am meisten gerekend had, wie nu dood. Wo schwor mat am dat gewesen sein? Wann wir auch an Gott seine Wege wandeln, so's Jakob dat nu deid, ist dat aber nicht versprochen, dat wir nicht auch worden so ne trüge Dinge erleben. Dat is aber ein Trost zu weiten, dat der Herr uns auch zu so ne Tiden drüge wird. Einmal noda kam Jakob noch seinen oulen Vater Isaac, wat noch einmal lebt. Endlich wie hij bad Hebron, von wo hij einmal viele Jahre terug weer uitgestärken, um von Esau weg zu kommen. Wo moet wohl diese Begegnung gewesen sein? Ich nehme an, Isaac wird zu dieser Zeit al ganz blind. Nu deed Jakob am nicht mehr verlieren. Nu wie hij ganz oprechtig nur am gekommen. Hij wird am vertelt haben, wo hij und sein Bruder sich verseint hadden, und wo hij den Herrn bei Peniel angenommen hat. Dort wird dem olden Isaac sicherlich sehr gefreut haben. Nu kon hij in Fried sterben. Hij wist, dat Gott sein Plan für die Menschheit durch Jakob wird wiedergehen. Und so starb Isaac bald darauf im Alter von 180 Jahren.
En zo rent onze tijd voor vandaag weer langzaam uit. Wanneer du ook met dem Herrn een nieuw leven aangevangen hast, dan neem die doch die tijd, jeder dag, eer du aan de arbeid gehst, uit de Bibel te lezen en te beten, dat de Herr die voor diesen dag rechtig viert. Hij wil jeren diene Gemeinschaft en wil die jeren zo vieren, dat du am verherrlichen deist. Wat ik ook nog betonen mocht, erst dat du ook en die familie daarvan redst, wat de Herr Jezus voor die nu bedient. Jezus ermahnt ons, wer mij voor Menschen bekennen wordt, dem wordt ich ook voor mijn himmlischen Vader bekennen. Dit jaft ons dan meer moed, den Herrn ook voor andere Menschen te bekennen. Wel we nu nog te beten. Lieve Herr Jezus, ik dank die, dat du nog immer dezelfde bist. Du deedst den Jakob geestlich omdraaien, en du deedst dat ook nog vandaag. Ik dank die, dat du mij niet in mijn Sünden verloren leidst, aber du raubst mij durch den Woord en den Geist. Wanneer zo'n zijn wat tot een laatste tijd gedonen han, dan jef aan de innerlijke gewissheid, dat du aangenomen hast. Schenk aan ook die genade, dat ze am Glauben wachsen en die voor Menschen bekennen. Amen. Wanneer je nog vragen haben, über dat wat je op dit programma gehoord haben, Mijn telefoonnummer is 204 346 0523. ik wens je allen het goede weer. Op maandag.